Willkommen zu Irecha, ein Fest der Kultur und Spiritualität der Oromo, ein Erntedankfest. Irecha ist ein bedeutendes kulturelles und religiöses Fest, das vom Oromo-Volk, der größten Nation am Horn von Afrika, gefeiert wird. Es ist Ausdruck ihrer Identität, ihrer Spiritualität und ihrer tiefen Verbundenheit mit der Natur. Dieses fröhliche Fest ist eine Zeit der Dankbarkeit, der Erneuerung und der Stärkung des Zusammenhalts innerhalb der Gemeinschaft. Irecha wird zweimal im Jahr gefeiert, zu Beginn des Frühlings und des Herbstes. Das Frühlings-Irecha, bekannt als Irecha Bira, markiert das Ende der Regenzeit und den Beginn eines neuen Landwirtschaftszyklus. Es ist eine Zeit, um Dank für den Regen, das fruchtbare Land und die Segnungen einer neuen Jahreszeit zu sagen. Das Herbst-Irecha, bekannt als Irecha Arfa-Sa, wird am Ende der Erntezeit gefeiert. Es ist eine Zeit, um Dank für die Fülle der Ernte zu sagen und für anhaltenden Wohlstand im kommenden Jahr zu beten. Irecha ist mehr als nur ein Fest. Es ist Ausdruck der tiefen Verbundenheit der Oromo mit ihrer Identität und Spiritualität. Es ist eine Zeit, um sich mit der Natur zu verbinden, der Vorfahren zu gedenken und das kulturelle Erbe zu feiern. Das Fest ist ein lebendiges Gewebe aus alten Traditionen, Ritualen und Symbolen, die über Generationen weitergegeben wurden. Durch Irecha bekräftigen die Oromo ihre tiefe Verbundenheit mit ihrem Land, ihrer Kultur und ihrer Spiritualität. Es ist ein Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit und ihren ungebrochenen Geist, der es ihnen ermöglicht hat, ihre Traditionen und ihre Identität über Jahrhunderte zu bewahren. Wakefana und die Heiligkeit der Natur. Im Herzen von Irecha liegt Wakefana, die indigene Religion des Oromo-Volkes. Wakefana ist ein monotheistisches Glaubenssystem, das die Verehrung von Waka, dem einen Gott, in den Mittelpunkt stellt. Es wird geglaubt, dass Waka der Schöpfer aller Dinge ist und als Quelle des Lebens, des Überflusses und des Segens verehrt wird. Zentral für Wakefana ist der tiefe Respekt und die Ehrfurcht vor der Natur. Die Oromo glauben, dass sich Waka durch die Natur manifestiert, und deshalb wird die Natur als heilig angesehen. Die Bäume, Flüsse, Berge und alle Lebewesen werden als Ausdruck von Wakas Macht und Gegenwart gesehen. Irecha ist Ausdruck dieser tief verwurzelten Verbundenheit mit der Natur. Es ist eine Zeit, in der die Oromo zusammenkommen, um Waka ihre Dankbarkeit für die Segnungen der Natur auszudrücken. Sie sprechen Gebete der Dankbarkeit für den Regen, die Sonne, das fruchtbare Land und all die Gaben, die das Leben erhalten. Das Fest ist eine Feier der Verbundenheit zwischen Mensch und Natur. Es ist eine Erinnerung daran, dass der Mensch nicht von der Natur getrennt ist, sondern ein integraler Bestandteil des empfindlichen Gleichgewichts des Lebens. Durch Irecha bekräftigen die Oromo ihr Engagement, im Einklang mit der Natur zu leben und sie für zukünftige Generationen zu bewahren. Reinigung, Erneuerung und Dankbarkeit. Wasser hat beim Irecha-Fest eine tiefe Bedeutung. Es symbolisiert Reinigung, Erneuerung und Dankbarkeit. Es wird als ein heiliges Element betrachtet, das alle Lebewesen verbindet und das Lebenselixier der Erde darstellt. Die Oromo glauben, dass Wasser die Kraft hat, sowohl körperlich als auch geistig zu reinigen, zu heilen und zu erneuern. Während Irecha versammeln sich die Teilnehmer an heiligen Flüssen, Seen oder Quellen. Wasser wird auch als Symbol der Dankbarkeit für den Regen gesehen, der das Land nährt und Leben hervorbringt. Die Oromo, die der Landwirtschaft tief verbunden sind, verstehen die lebenswichtige Rolle, die Wasser für ihren Lebensunterhalt spielt. Durch Irecha drücken sie ihre Wertschätzung für den Regen aus, der ihre Feldfrüchte, ihr Vieh und ihre Gemeinden erhält. Die Bedeutung des Wassers in Irecha geht über seine physikalischen Eigenschaften hinaus. Es steht für den Fluss des Lebens, das Auf und Ab der Zeit und die Verbundenheit aller Dinge. Es ist eine Erinnerung daran, dass so wie Wasser das Leben erhält, auch Dankbarkeit, Respekt und Harmonie mit der Natur das Leben erhalten. Symbole der Stärke, Widerstandsfähigkeit und göttlichen Gegenwart.
Berge haben einen besonderen Stellenwert in der Kultur und Spiritualität der Oromo. Sie werden als Symbole für Stärke, Widerstandsfähigkeit und die fortwährende Gegenwart von Waka angesehen. Die Oromo glauben, dass Berge heilige Orte sind, an denen sich das Göttliche und das Irdische kreuzen. Während Ireecha dienen Berge oft als Kulisse für die Feierlichkeiten. Die Wahl des Ortes ist bedeutsam, da sie die Verbindung zwischen den Oromo, ihrer Spiritualität und der Natur unterstreicht. Die gewaltige Präsenz der Berge erinnert an die Stärke und Widerstandsfähigkeit des Oromo-Volkes, das im Laufe seiner Geschichte vor zahlreichen Herausforderungen stand. Die Symbolik der Berge in Ireecha ist vielfältig. Sie repräsentieren den ungebrochenen Geist des Oromo-Volkes, seine tiefe Verbundenheit mit seinem angestammten Land und die Gegenwart des Göttlichen in ihrem Leben. Berge stehen als stille Zeugen des Wandels der Zeit und erinnern die Oromo an ihre Geschichte, ihre Widerstandsfähigkeit und ihren beständigen Glauben. Ein Symbol des Wohlstands, der Fruchtbarkeit und der Harmonie. Grünes Gras hat in Ireecha eine tiefe symbolische Bedeutung. Es steht für Wohlstand, Fruchtbarkeit und Harmonie. Die leuchtend grüne Farbe wird mit neuem Leben, Wachstum und Überfluss assoziiert. Für die Oromo, die eine starke landwirtschaftliche Tradition haben, steht grünes Gras für die Fruchtbarkeit des Landes und das Versprechen einer reichlichen Ernte. Während Ireecha schmücken sich die Teilnehmer und ihre Umgebung mit grünem Gras. Sie halten Girlanden aus frischem Gras in den Händen, die ihre Verbundenheit mit der Natur und ihre Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft symbolisieren. Die Luft ist erfüllt vom Duft frisch geschnittenen Grases und schafft so eine Atmosphäre der Freude und Erneuerung. Grünes Gras wird auch als Symbol für Harmonie und Frieden angesehen. Es steht für das Gleichgewicht und die Verbundenheit aller Lebewesen. So wie grünes Gras dem Vieh Nahrung bietet und den Boden bereichert, so bringen auch Harmonie und Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft Wohlstand und Wohlergehen hervor. Die Symbolik des grünen Grases in Ireecha erinnert an die Bedeutung eines Lebens im Einklang mit der Natur und miteinander. Es ist eine Feier der lebensspendenden Kräfte der Erde und der Hoffnung auf eine Zukunft voller Überfluss, Harmonie und Wohlstand. Das Ireecha-Fest ist wie ein buntes Gewebe aus Traditionen, das das reiche kulturelle Erbe des Oromo-Volkes zusammenführt. Jedes Jahr versammeln sich Tausende, um das Ende der Regenzeit und den Beginn der Ernte zu feiern. Das Fest ist geprägt von farbenprächtiger Kleidung, traditioneller Musik und Tanz, die alle Dankbarkeit und Hoffnung symbolisieren. Es ist eine Zeit für die Gemeinschaft, zusammenzukommen, ihrer Vorfahren zu gedenken und mit neuer Kraft und Lebensfreude in die Zukunft zu blicken. Die fröhliche Stimmung ist greifbar, wenn die Teilnehmer gemeinsam das Leben und die Kultur feiern. Ireecha ist nicht nur ein Fest, sondern ein Ausdruck der Identität und Einheit des Oromo-Volkes. Einheit, Identität und Kontinuität. Die kulturelle Bedeutung von Ireecha. Einheit, Identität und Kontinuität. Ireecha ist mehr als nur ein religiöses Fest. Es ist ein kraftvoller Ausdruck der kulturellen Identität und Einheit der Oromo. Es ist eine Zeit, in der Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenkommen, um ihr gemeinsames Erbe, ihre Werte und ihre Ziele zu feiern. Das Fest steht über religiösen und regionalen Unterschieden und eint das Oromo-Volk unter dem gemeinsamen Banner des kulturellen Stolzes und der Identität. Ireecha spielt eine wichtige Rolle bei der Bewahrung der kulturellen Traditionen der Oromo und deren Weitergabe an zukünftige Generationen. Das Fest bietet eine Plattform für die Weitergabe von kulturellem Wissen, von traditionellen Liedern und Tänzen bis hin zu mündlichen Überlieferungen und Geschichten. Junge Menschen lernen durch ihre Teilnahme an Ireecha ihre Herkunft, ihre Werte und ihren Platz in der Gemeinschaft kennen. Das Fest dient auch als Erinnerung an die Widerstandsfähigkeit des Oromo-Volkes und seine Fähigkeit, seine Kultur und Identität angesichts von Widrigkeiten zu bewahren. Im Laufe ihrer Geschichte waren die Oromo mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, darunter politische Unterdrückung und kulturelle Assimilation. Doch sie haben unerschütterlich an ihren Traditionen, ihrer Sprache und ihren Überzeugungen festgehalten, wobei Ireecha als starkes Symbol ihrer kulturellen Kontinuität dient.
In einer Welt, die zunehmend globalisiert und homogenisiert wird, ist Ireecha ein Leuchtfeuer der kulturellen Vielfalt und ein Beweis für die Bedeutung der Erhaltung indigener Traditionen. Es ist eine Feier des Reichtums und der Schönheit der Kultur der Oromo und eine Erinnerung an die Stärke und Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes. Die Verbindung zum Erbe bewahren. Ireecha in der Diaspora. Die Verbindung zum Erbe bewahren. Mit dem kontinuierlichen Wachstum der Oromo-Diaspora und der Entstehung von Gemeinden in verschiedenen Teilen der Welt hat Ireecha eine neue Bedeutung und Wichtigkeit erlangt. Für Oromo, die fernab ihrer Heimat leben, ist das Fest ein wichtiges Bindeglied zu ihrem kulturellen Erbe, ihrer Identität und ihrer Gemeinschaft. Ireecha-Feiern in der Diaspora bieten den Oromo einen Raum, um zusammenzukommen, ihre Kultur mit ihren Kindern zu teilen und mit anderen in Kontakt zu treten, die ihre Erfahrungen und ihr Erbe verstehen. Diese Feiern beinhalten oft Elemente sowohl der traditionellen Oromo-Kultur als auch der Kulturen ihrer Wahlheimat, wodurch eine einzigartige Mischung aus Tradition und Anpassung entsteht. Das Fest dient auch als Plattform, um das Bewusstsein für die Kultur und Identität der Oromo in ihren Wahlheimatländern zu schärfen. Durch Ireecha-Feiern teilen Oromo-Gemeinschaften in der Diaspora ihr reiches kulturelles Erbe mit ihren Nachbarn und fördern so Verständnis und Wertschätzung für ihre Traditionen. Ireecha in der Diaspora ist ein Beweis für die Anpassungsfähigkeit der Oromo-Kultur und die ungebrochene Kraft der kulturellen Identität. Es ist eine Erinnerung daran, dass auch in einer globalisierten Welt das kulturelle Erbe ein Gefühl der Zugehörigkeit, der Gemeinschaft und der Kontinuität vermitteln kann. Die Rolle von Ireecha in einer Welt im Wandel. Der Blick in die Zukunft. Die Rolle von Ireecha in einer Welt im Wandel. Während sich die Welt in einem beispiellosen Tempo weiterentwickelt, steht Ireecha für die Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Hoffnung des Oromo-Volkes. Das Fest bietet einen Rahmen, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern und gleichzeitig seinen kulturellen Werten und Traditionen treu zu bleiben. Die Botschaft von Ireecha für Umweltbewusstsein ist besonders relevant in der heutigen Welt, in der der Klimawandel und die Umweltzerstörung eine große Bedrohung darstellen. Die Betonung des Festivals auf Respekt und Schutz der Natur erinnert uns an die Verbundenheit aller Lebewesen und die Bedeutung eines nachhaltigen Lebens. Der Fokus des Festivals auf Einheit und Versöhnung ist auch in einer Welt, die oft von Konflikten und Intoleranz geprägt ist, von entscheidender Bedeutung. Ireechas Botschaft von Frieden, Vergebung und dem Zusammenkommen als Gemeinschaft ist ein starkes Gegenmittel zu den Kräften der Spaltung und Polarisierung. Während sich die Oromo weiterhin mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts auseinandersetzen, wird sich Ireecha zweifellos weiterentwickeln und anpassen. Seine Grundwerte, Dankbarkeit, Respekt vor der Natur, Gemeinschaft und kulturelle Identität werden jedoch so relevant und wichtig bleiben wie immer. Ein Zeugnis der Widerstandsfähigkeit und des kulturellen Stolzes der Oromo. Ireecha ist ein Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit, den kulturellen Reichtum und den ungebrochenen Geist des Oromo-Volkes. Es ist ein Fest, das ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur, ihren Vorfahren und ihrem kulturellen Erbe feiert. Die Botschaft des Festes, Dankbarkeit, Einheit und Respekt vor der Natur, findet in den Gemeinschaften der Oromo sowohl in ihrer Heimat als auch in der Diaspora tiefen Anklang. Ireecha ist mehr als nur ein Fest. Es ist eine Lebensweise. Es ist eine Erinnerung an die Bedeutung eines Lebens im Einklang mit der Natur, miteinander und mit sich selbst. Es ist ein Fest, das die Schönheit der Vielfalt, die Stärke der Gemeinschaft und die nachhaltige Kraft der kulturellen Identität feiert. Während sich die Oromo auch im 21. Jahrhundert den Herausforderungen und Chancen stellen, wird Ireecha zweifellos weiterhin eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen und ihnen Kraft, Inspiration und kulturelle Kontinuität schenken. Vielen Dank fürs Zuschauen, Ireecha, ein Fest der Kultur und Spiritualität der Oromo. Besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden und Unterstützern.
Iresha, ein Fest der Kultur und Spiritualität der Oromo, wird produziert und präsentiert von Birmadu Media. Copyright 2024, Birmadu Media. Musik, Fiesta de la Vida.